Also ich liebe Jalapenos, wenn die gut eingelegt sind, die halten sich bis zu ein Jahr locker dunkel gelagert, wenn nicht sogar 2 Jahre. Auf alle Fälle müssen die Gläser sehr gut sterilisiert sein und wir brauchen hier nur richtig feste Jalapenos, ja, die wo richtig fest sind. Das mache ich jetzt mit alle und wie man die richtig einlegt in einen Essigsud. Das in diesem Video, also meine Lieben. Ja, meine Lieben, Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es eingelegte Jalapenos, die habe ich von unserem eigenen Gewächshaus. Und wir machen das Ganze mit Chilis und Jalapenos. Machen wir einen Mix in einen leckeren Essigsud. So, für den Essigsud, für die Jalapenos brauchen wir 4 Knoblauchzehen. Wir brauchen 1 Esslöffel Salz. Ja, dann brauchen wir 2 Esslöffel Pfefferkörner, 2 Esslöffel braunen Zucker. Senfsamen brauchen wir auch 1 Esslöffel. Einen halben Liter Wasser, halben Liter Weißweinessig, ergibt 1 Liter. Und das brauchen wir dann als Sud. Die Jalapenos sind jetzt alle gewaschen. Und die werden wir jetzt in dünne 4 bis 5 mm dicke Scheiben schneiden. Die Kerne bleiben natürlich drin. Das machen wir mit allen. Also richtig schöne, so 5 mm dicke Scheiben. Und was ich immer mache, ich habe die ganzen Gläser vorgewaschen. Wir machen immer so kleinere Gläser, weil wir wollen, dass die schnell aufgebraucht werden. Und ich habe noch ein großes und tue das gleich schon ein bisschen immer verteilen. Das mache ich schon beim Schneiden gleich. Ja. Einfach so Pi mal Daumen. Ja, die Körner müssen da natürlich auch rein. Da müssen wir auf die Seiten. Wir wollen es ein bisschen scharf haben. Und hier machen wir auch so kleinere Stücke, so 1 Zentimeter. Ja. Das dann auch gleich mal ein bisschen so verteilen. Knoblauch, die kann man bloß vierteln. Die tue ich auch schon gleich ein bisschen verteilen. Wir wollen ein bisschen Knoblauchgeschmack mit rein bekommen. Das würde ich sagen, das machen wir jetzt gleich. Dann ist der Knoblauch einmal weg. So. Und das machen wir jetzt mit allen Gläsern. Nehmt bitte gute Jalapenos her und gute Chilis, die wo keine Druckstellen haben oder die wo irgendwie Fäulnisse drin haben. Wichtig ist gut gewaschen, getrocknet. Und sie sollen keine anfälligen Stellen haben, weil sonst hat man keine Freude mit den eingelegten.
Jalapenos. Aber wir machen die alle 2 Jahre und die schmecken immer wieder sehr, sehr lecker. Haben wir auch grüne dabei, die wenn nicht ganz reif sind, also wenn sie rot sind, sind sie richtig reif und wenn es grün ist, macht nichts. Wir wollen ja da ein bisschen Mixerei bekommen. Jetzt nehmen wir eine grüne Chili, da haben wir zum Beispiel so eine Stelle, ja, die auf keinen Fall verwenden, großflächig ausschneiden, braucht man nicht sparen. Genau. So. Und das machen wir jetzt mit alle, bis die Gläser schön voll haben. Immer so ein bisschen mischen, bis die Gläser schön voll haben. Ruhig ein bisschen reindrücken, damit das alles bis zum Rand voll ist. Und dann hole ich euch wieder dazu. So schaut es aus. So, ich habe jetzt die Gläser alle soweit voll. Und jetzt kochen wir diesen Sud. Ja. Ich gebe jetzt praktisch den Wasser-Essig-Mischung gleich in den Topf. Ja. Dann geben wir den Zucker hinzu. Die Senfkörner, Salz, die Pfefferkörner und das kochen wir jetzt auf. So rühren wir jetzt ein bisschen um. Dann Deckel drauf. Da würde man sagen, den Sud werden wir so 15 Minuten kochen. Dann müsste es fertig sein und dann heiß gleich in die Gläser abfüllen. Weil das muss dann richtig schnell gehen. Ich tue das schon mal gleich ein bisschen vorbereiten hier. Und wichtig ist, die Gläser richtig desinfizieren, sterilisieren. Ich habe es im Backofen sterilisiert bei 140 Grad 15 Minuten. Und die Deckel habe ich richtig ausgekocht, 15 Minuten lang. Also da kann nichts mehr schief gehen, weil sonst habt ihr ein Problem und irgendwann fängt die ganze Gaudi zum Schimmeln. Also das wollen wir ja nicht. Also Jalapenos eingelegt im absolut mega geilen Essigsud und ich kann es nur jedem empfehlen, wenn man im Garten selbst Jalapenos hat, macht's das, weil die sind nämlich gar nicht so billig. Und so hat man den eigenen Geschmack und die schmecken besser wie die fertigen, was es zum Kaufen gibt. Und darum mache ich das einfach selber, weil da weiß ich, was drin ist, kein Klump und nichts. Ja. Wichtig ist, einen guten Weißweinessig vernehmen. Ich habe einen 6%igen hergenommen, halb und dann hat man einen Liter. Und wie gesagt, die ganzen Zutaten, was man dazu braucht, natürlich wieder unten wie üblich in der Videobeschreibung und dann kann einfach nichts mehr schief gehen. Und ich werde sagen, ich trinke jetzt zuerst einmal was und dann sehen wir uns beim Abfüllen. Der Sud kocht jetzt richtig, ungefähr 12 Minuten. Ich würde sagen, wir lassen es ein paar Minuten und dann füllen wir hier ab. Wir lassen den jetzt leicht weiter köcheln. Wir lassen das jetzt leicht weiter köcheln und nebenbei füllen wir ab. Das drehen wir auf kleine Stufen. Ja, das reicht. Und jetzt füllen wir ab.
Schauen, dass Pfefferkörner alles mit dazu kommt. Das ist ganz wichtig. Und vor allem schön heiß. Und schön Rand voll machen. So, machen wir zu. Die Gläser gleich auf den Kopf stellen. Und jetzt ist wichtig, dass wir die Gläser richtig abkühlen lassen und 4 Wochen mindestens müssen die ziehen. Das war's dann von meiner Seite her. Lasst ein Abo da, auf Kommentare und Likes würde mich natürlich freuen. Und ja, wie gesagt, macht es nach, ist kein Hexenwert und die halten bis zu 2 Jahre dunkel im Keller gelagert. Und darum mache ich lieber immer kleine Gläser, dann kann man die schnell aufbrauchen und das kommt dann irgendwann, wenn einmal Besuch da ist. Servus, macht es gut, bis zum nächsten Video. Jalapenos, ein Genuss, wer es mag. Ich liebe den Geschmack gern. So aufs Brot drauf, irgendwas Belegtes, zum Beispiel Brotaufstrich. So eine Scheibe Jalapeno drauf, ein bisschen Knoblauch oder Chili, was da noch drin sind. Und ist immer ein Genuss. Oder auf Pizzas. Also dann werde ich sagen, Servus, bis zum nächsten Video. Helmut, die Anker Filmschmiede. Habe die Ehre, macht es gut. Servus.